Sakrament. Sakrament. Also ich verstehe nicht, dass Leute bei Hochzeiten immer so saufen müssen. Ich hab mich Schammer. Und ausgerechnet an Herrn Pfarrer speibt er von oben bis unten an, dein Papa. Sowas von peinlich. Da bin ich schon froh, dass du nicht so bist. Ich hab mich halt unter Kontrolle. Oh, ist mir schlecht. Also wenn du jetzt wieder eine Hand frei hast, dann kannst du mir die Tüten abnehmen. Was willst du mit dem ganzen Klump? Klump? Du bist schon gut, da ist das ganze Ehrgeld drin. Aha. Aber das Spiel war lustig, gell, wo ich dich unter 20 Männern am Bauchnabel habe erkennen müssen. Mit der Zunge. Gott sei Dank haben sie uns das Haustier nicht zugemauert. Wer? Bei deinen sauberen Freund. Wer macht denn sowas? Ja, beim Schachtel haben sie in der Hochzeit haben sie das Haustier zugemauert. Der Rembeck-Rudi und der Schubser, die Arschläger. Aber das ist doch lustig, das gehört doch zu einer Hochzeit dazu. Das macht's doch erst richtig schön. Ja, genau, es macht's richtig schön, macht's das. Was machst du da? Ich geh rein, warum? Du musst mich noch über die Schwelle tragen. Was? Über die Schwelle tragen. Zu was noch? Das macht man halt so. Oh, das ist der Rembeck-Rudi, verzeiht, der blöde Hund. Das weiß doch auch jeder. Ach komm, ich bin saumüd. Jetzt steh da die Tüten weg und dann nimmst du die Blumen und dann Papas. Du bist doch viel zu schwer. Also ich hab 15 Kilo abgenommen. Extra für die Hochzeit gestellt, nicht so. 15 Kilo? Gar nicht gewusst, dass man so viel abnehmen kann mit Gummibärl und Nussschokolade. Depp. Jetzt pass aber auf meinen Schleier auf. Nicht, dass du meine Frisur kaputt machst. Ist doch wurscht. Mir nicht, ich möchte nur ein Foto machen. Leck mir am Arsch, bist du schwach. Nein, ist das romantisch. Komm, mach die Tür auf, ich hab kaum frei. Jetzt wackelt doch nicht so umeinander. Das war der Rembeck-Rudi, die Drecksau und der Schubser. Wie ich den erwisch. Mein Gott, mein Schützgott, was ist das kalt? Der Fetzen ist doch wurscht, den brauchst du eh nicht mehr. Willkommen daheim, liebes Brautpaar. So frechend, das ganze Stroh. Da schaut's aus wie beim Nachbar im Saustall. Jetzt lach ich nicht so saublöd, wir sollten das alles wieder wegräumen. Ja, du natürlich, ich wüsste ja gar nicht, wo das alles hingehört. Könnt weinen. Kannst ruhig machen und zusammenhauen darfst du auch was, das fällt bei dem Träg nicht mehr auf. So habe ich mir meine Hochzeitsnachtweih nicht vorgestellt. Ja, mei, wie der Pfarrer gesagt hat, in guten wie in schlechten Zeiten. Und wir fangen halt mit den schlechten an. Wo gehst denn du hin? Ja, in die Kirche, aber einen Durst, ich kaufen wir jetzt noch eine halbe. Und zuerst machst du mir das Gewand auf. Ey, Herrgott. Ah, ja, das meine ich mir mal aufschneiden, du bist ja wie nicht betoniert. Jesus, was geht? Was ist? Kümmere dich wenigstens um die Blumen. Jawohl, mach ich. Spinnst du? Das passt schon. Da hol ich morgen einen Dampfstrahler und einen Schwabe den ganzen Dreck bei der Haustür raus. Saubere Freunde hast du, das muss ich schon sagen. Aber das eine sag ich dir. Wenn die oben im Schlafzimmer auch nur das klitzekleinste Drum angerührt haben, dann lass ich mich auf der Stelle scheiden. Diese Dreckermin. Diese gemeinen, dreckigen, fiesen Schweine. Ich bring's alle um. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen wieder hier bei Mein Quiz. Ich sage immer, Geld ist nicht alles, aber mit Geld kann man alles kaufen. Saubere Freunde hast du, Hubert, geschwind. Hubert, hörst du mich überhaupt? Die haben uns ein ganzes Bett zerlegt. Wo sollen die mir heute auf die Nacht schlafen? Hubert! Das ist mir scheißegal. Wo mir heute auf die Nacht schlafen soll, möchte ich wissen.
Ich schlafe schon. Hubert, das ist unsere Hochzeitsnacht. Wir können doch nicht auf der Couch schlafen. Hubert! Was? Unsere Hochzeitsnacht. Das Bett ist hin, mein schönes Gewand ist hin. Die ganze Wohnung schaut aus wie ein Saustall. Du bist besoffen und möchtest auf der Couch schlafen. Das ist fein nicht romantisch. Es ist doch mir wurscht. Und was soll ich denn jetzt machen? Du hast das Geld zählen. Stimmt, das könnte ich machen. Aber das eine sage ich dir, den Schaden, den zahlen die mir, der Rudi und der Schubser, das buche ich ihnen vom Konto ab. Für was bin ich bei der Raiffeisenbank? Ja, schau mal her, dein Onkel Erwin. Fressen für 100 Euro, saufen für 200 Euro und was du da rein? Dein Onkel Erwin, 50 Euro, das ist ja wieder typisch. Aber weißt du was? Ich würd wieder genauso heiraten, weil irgendwie war es vielleicht schon sehr romantisch. Findest du nicht? Ja.